Schon wieder ist eine Woche vergangen, die Osterwoche. Und mit diesem Abendgebet beginnen wir den Sonntag. An diesem Übergang zur neuen Woche halten wir inne und blicken in einem Moment der Stille zurück auf das, was war, und legen alles in Gottes gute Hände. Wir schauen dankbar auf alles, was in dieser Woche gelungen ist, auf alles Schöne, was wir erlebt haben. Gott, wir danken dir. Gott, wir danken dir. Wir denken an alle guten, ermutigenden Worte, an alle guten Begegnungen. Gott, wir danken dir. Gott, wir danken dir. Wir denken an unsere Familien, an unsere Freunde. Gott, wir danken dir. Gott, wir danken dir. Alles Unfertige, alles Unausgesprochene, nimm in deine Hände, guter Gott. Nimm in deine Hände, guter Gott. Alle Gedankenlosigkeit, alle Verletzungen, nimm in deine Hände, guter Gott. Nimm in deine Hände, guter Gott. Alles Verwundete, alle Konflikte, nimm in deine Hände, guter Gott. Nimm in deine Hände, guter Gott. Alle Sorge, alle Traurigkeit, allen Kummer, nimm in deine Hände, guter Gott. Nimm in deine Hände, guter Gott. Nimm von uns, Gott, was unser Leben belastet, und schenke uns deine befreiende Gegenwart. Und so bitten wir, der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Schöpfung hast du das Licht erschaffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Woche, am Ostermorgen in Jerusalem, hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und neues Leben begonnen. Du, unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist für uns das Licht der Welt, von dir gesandt, die Welt auszuleuchten und die Finsternis zu bannen. Die Kerzen, die wir an der Osterkerze entzünden, mögen uns leuchten am Tag des Lebens. Möge ihr Licht wie der Schein sein der Ostersonne, die uns an deinem Tag immer neu aufstrahlt.
Es ward Abend, es ward Morgen, ein neuer Tag. So lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Und so beginnen wir jetzt mit diesem Abend den ersten Tag der Woche, den Auferstehungstag, den Tag des Herrn, den wir in Freude und Frieden willkommen heißen. Es ist der erste Sonntag nach Ostern, der Sonntag Quasi-Monogenity, wie die neugeborenen Kinder. So ist das Thema dieser Woche. Ja, wie neugeboren dürfen wir uns fühlen, weil Christus die Macht des Todes gesprengt hat. Davon spricht auch der Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das Evangelium für den Sonntag steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus.
barmherziger Gott, du hast uns erfüllt mit österlicher Freude. Hilf, dass sie in uns lebendig bleibe und ausstrahle in die Welt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und gepriesen wird in alle Ewigkeit. Amen. Und wir bitten dich, Gott, für alle, die an diesem Sonntag dein Wort verkündigen und hören und das heilige Mahl feiern. Lass uns die Geheimnisse deines Reiches erkennen und erfahren. Gott, wir warten auf deinen Tag. Lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben, der du lebst und Leben schenkst in Ewigkeit. Amen. Lasst uns preisen den Herrn. Gott sei ewig Dank. Es segne und behüte uns der gnädige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.